Mitten in der Tiroler Berglandschaft, auf einem kleinen Plateau in über 850 Meter Höhe, kultiviert Tanja Westphal-Greiter ihren Gemüsegarten. Tanja bewirtschaftet ihn ganz alleine. Dafür nutzt sie arbeitssparende Techniken. Nach der Ernte hat sie die Beete zugedeckt. Darunter zeigt sich nun im November ein sauberer, fast unkrautfreier Boden. Um das natürliche Bodengefüge nicht zu zerstören, verzichtet Tanja aufs Umgraben. Der Boden ist optimal. Teilweise, weil ich ein bisschen Hilfe hier und da bekommen habe von einer Wühlmaus. Aber das gehört auch dazu. Aber das ist einfach Traum. Und was noch drinnen ist, das ist im Grunde organisches Material, das ich hier lasse. Ich schaue, wie locker, wie tief lockere Struktur ist. Das entwickelt sich jedes Jahr. Ich kann mit jedem Jahr 1-2 Zentimeter tiefer bloßhändig gehen. Und vor allem die Wurzeln von all diesen Pflanzen hier, auch Kohlpflanzen, Spitzwegerich auch hier, sie ernähren das Bodenleben. Das heißt, sie ernähren im Wurzelbereich Mikroorganismen und auch Erdwürmer. Vor 30 Jahren kam die gebürtige Amerikanerin als Englischlehrerin nach Tirol und blieb aus Liebe. Sie heiratete und arbeitete als Beraterin fürs Bildungsministerium. Ein Unfall zerschlug 2016 ihr geregeltes Leben. Ein schwerer Sturz von der Kellertreppe brach ihr einen Rückenwirbel. Nachdem der erste Schock vorbei war, habe ich mich gefragt, wenn du gestorben wärst, was würdest du am meisten bereuen, was du noch nicht im Leben gemacht hast? Und die Antwort war sofort da. Die Antwort war, ich will eigentlich noch Gemüse für andere Menschen anbauen. Es ist so, dass ich in der Lage bin, gut davon zu leben. Ich ernähre zwischen 30 und 50 Familien in der Hauptsaison. Bis zu 5 Restaurants kaufen bei mir ein. Tanja Westphal-Greiter hat dafür ein etwa 2400 Quadratmeter großes Feld direkt vor ihrem Haus gepachtet. Hier arbeitet sie mit nur wenigen Bodenwerkzeugen. Sogar aufs Düngen mit Mist oder Kompost verzichtet sie inzwischen ganz. Mehr als 400 verschiedene Pflanzen wachsen im Garten. Überwiegend alte Gemüsesorten und Kräuter aus aller Welt, die selten zu finden sind. Ende November reicht das Gemüse nur noch für wenige Kunden. Die Hauptsaison ist vorbei, das meiste ist bereits abgeerntet. Im Folientunnel wachsen den Sommer über Tomaten und Paprika. Tanja achtet darauf, dass möglichst viel Fläche im Tunnel begrünt ist. Wie behältst du den Überblick? Was hier wächst? Ja. Einerseits, weil ich weiß, was gesät worden ist und was nicht gesät worden ist. Und ich kenne einfach inzwischen die Pflanzen sehr gut. Gerade unter Schutz, ob es ein kleines Treibhaus im Privatgarten ist oder ein Tunnel wie hier, muss man wirklich hinschauen, wie schaffe ich das, dass das Bodenleben halbwegs aktiv bleibt und es dem Bodenleben gut geht. Und die Wildpflanzen, die hier wachsen dürfen, wie Brennnessel oder Vogelmiere oder man findet auch Löwenzahn, sind auch gleichermaßen essbar. Aus den frisch gepflückten Kräutern bereitet sie eine Pesto-Mischung zu. Meine Mutter hat sehr gern gekocht. Und zwar nicht nur das Übliche am Bauernhof. Ich bin am Bauernhof aufgewachsen. Meine Mutter hat sich auch für Kochen interessiert und neue Rezepte und kreative Rezepte. Und so habe ich das sicher als Gewohnheit oder Selbstverständnis angenommen. Und mein Interesse jetzt an Essen und Kochen hat sich einfach weiterentwickelt.
Das sind die Sonnenblumenkerne. Ich pflücke sie jung mit der Schale noch dran, weil die Schale noch nicht abgehärtet ist. Also im frischen Zustand sind sie weiß und sehr weich noch und man kann die gesamten Kerne dann verwenden. Und ich friere dann manche ein und sie sind für mich einen sehr guten Ersatz für Pinienkerne. So, und jetzt gebe ich diese Sonnenblumenkerne dazu. Das Pesto ist schnell zubereitet. Etwas mehr Zeit braucht es für die fermentierten Rüben. Sie werden dazu gründlich gewaschen und anschließend fein gehobelt. Das eingelegte Gemüse schmeckt zur Brotzeit oder als Salatzugabe. Im Grunde ist das milchsaure Fermentieren mit einer Salzlösung eine sehr alte und simple Technik zur Haltbarmachung. Was passiert jetzt durch die Salzlake mit den Möhren? Die Salzlake ist ein Schutz vor ungünstigen Bakterien, aber Lactobakterien sind sehr zufrieden und zu Hause in einer Salzlake. Und es sind die Lactobakterien, die wir brauchen dann für das tatsächliche Fermentieren. Ich spüre diesen Garten, ich spüre dieses Feld. Es ist einfach ein lebendiger Ort. Und natürlich, also jetzt im Herbst ist es relativ ruhig, aber im Frühjahr, als die ganzen Vögel wieder da sind, es ist einfach Musik den ganzen Tag hier. Und ich habe natürlich atemberaubende Blicke. Ich liebe das hier. Wintergemüse im großen Stil wird auf dem Fritzhof im Erdinger Moos angebaut. Der Hof im Grüngürtel nördlich von München hat sich genau darauf spezialisiert. Von Oktober bis Mai werden hier gut 80 Tonnen Lauch gewaschen und für den Verkauf vorbereitet. Hauptabnehmer sind Ökokisten und der Großhandel. Vom Rosenkohl werden es Ende der Saison 20 Tonnen sein, die hier gewaschen wurden.